So, habe Dere und Servus und herzlich willkommen und grüßt euch und was schon ist. Jetzt haben wir wieder eine neue Folge Viva la Movie-Illusion Podcast am Start und heute geht's mit einem, ich hasse zwar den Spruch eigentlich, aber heute passt er relativ gut. Es geht mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge an diesem Podcast an, weil wir einen Film angeschaut haben, den wir eigentlich 100-mal lieber im Kino angeschaut hätten, aber diese ganze Corona-Kacke lässt uns halt einfach nicht ins Kino. Da hat sich Sky Ticket gedacht, jetzt hol mir ich halt schnell mal die Rechte und hau Wonder Woman 84 aus zum Streamen. Natürlich haben wir uns dann auch gleich angeschaut, weil wir ja drüber reden wollen heute. Und wir versprechen euch aber hoch und heilig, dass wir auf alle Fälle nochmal ins Kino gehen, egal wie jetzt am Ende das Empfinden von dem Film war. Das werdet ihr jetzt dann noch gleich hören, aber das lassen wir uns nicht nehmen, dass wir das auf alle Fälle auch noch ins Kino, im Kino uns anschauen. Und mit wir meine ich Corby und mich, weil heute ist der Corby mit dabei. Hallo Corby. Hallo, na, alles klar? Ja, alles voll geil. Bei dir? Ja, mega. Also Mega geil. bis halt natürlich auf das, dass wir nicht im Kino waren bei dem Film, aber ansonsten ist alles cool. Das gefällt mir zum Hören, Da hoffe ich, Smooth, dass bei- weißt du, wie die Kids heutzutage sagen, yeah. Ja, geil. Wir sind voll jung geblieben, gell? Ja, schon. Gut, das hören sie, genau. Aber das hören sie eh oft nur vor allem bei mir mit so viel Penishumor, muss ich jung geblieben sein. Korbel, verzeih mal, weil ich glaube, die Leute, die sich Sky Ticket nicht ausgelassen haben, die wissen ja jetzt noch gar nicht, um wo es bei Wonder Woman 84 geht. Und ich kann so kaum verdingen, wenn es die Sky Ticket nicht auslässt, weil das im Vergleich zu anderen Streaming-Anbietern preislich gesehen schon ein bisschen ein Witz ist. Vor allem, wenn ich mir dann anschaue, was man für eine Drecks-Bildqualität bei Wonder Woman Code haben. Die haben nämlich anscheinend die Bildqualität an die Jahreszahl anpassen. Haben sie gedacht, hey, 1984 kann man doch kreislig unscharf ausschauen lassen im Film. Leck mich Sky Ticket. Zurück zum Thema, Corby. Verzeih mir kurz, um was geht's bei Wonder Woman 84? Ja, also der Film heißt ja komplett ausgesprochen Wonder Woman 1984. So, jetzt wird man sich denken, oh, für was wird wohl das 19 und das 84 stehen? Und was wird es dann wohl in der Handlung gehen? Ja, also es ist eine totale Überraschung. Es geht um Wonder Woman im Jahr 1984. Also praktisch, genau, wow, Mindfuck. Was ist da damals passiert? Die Diana Prince, aka Wonder Woman, ist in die 80er genauso wie im Ersten Weltkrieg schon immer noch im Superheldenmanier unterwegs und rettet kleine Mädchen und verprügelt böse Menschen und fängt die und liefert die der Polizei aus. Jo, und lebt halt also ihr Leben und hat dann nur so einen Pseudoberuf als Anthropologin in einem Museum und ja, ist halt natürlich total ernst, weil ihr Lover ist ja im Ersten Weltkrieg gestorben. Also für alle, die Wonder Woman noch nicht gesehen haben, schaut sich den auf jeden Fall an, der ist nämlich cool. Also den ersten. Bei 84 ist es der gleiche Hype, mehr oder weniger, vor allem wenn man die ersten Bilder sieht, wenn man sich halt denkt, boah, das ist bestimmt eine richtig geile Fortsetzung, vor allem handlungstechnisch zum ersten Film, der eigentlich durchgehend gut unterhalten hat. Ja, sie hat jetzt da in 1984 nicht wieder die bösen Deutschen als Feinde, sondern man muss erst nur herausfinden, wer so ihr Feind eigentlich ist. Und wie schon gesagt, sie arbeitet ja in einem Museum und da hat sie eine Kollegin, die Barbara. Und die Barbara, das ist ein bisschen ein Tollpatsch und die ist sehr unauffällig, wird nicht so richtig wahrgenommen von den anderen. Und irgendwie schafft es halt, dass sie mit Diana anfreundet. Und dann werden es beste Freundinnen. Also zumindest soll das, glaube ich, kurz mal so rüberkommen. Und wir befinden uns ja in einer Superheldenwelt. Also muss ja auch irgendwas Verrücktes passieren. Und die untersuchen halt lauter alte Sachen, unter anderem einen Stein, der Wünsche erfüllt. Und die Barbara wünscht sie dann, dass sie so cool ist wie die Wonder Woman. Und die Wonder Woman wünscht sie ihren Lover wieder zurück. Und dann kommt noch ein anderer Typ, gespielt vom Pedro Pascal. Und zwar der Maxwell Lord. Und der wünscht sie, dass er der Stein ist. Also wirklich. Er wünscht sie, dass er der Stein ist. Also er kriegt dann die Fähigkeiten, dass er Wünsche erfüllen kann. Und
jo, das ist im Endeffekt die Handlung und ja, wie soll ich sagen? Eigentlich will ich dazu jetzt noch gar nichts sagen, sondern mich da interessieren kann ich. Was sagst denn du zu der Handlung? Ja, simpel ausgedrückt ist es schon eine ganz banale Geschichte, so wie du es jetzt gesagt hast. Aber wenn man, ich habe jetzt hätte ich fast gesagt, ich habe es ja gestern schon erzählt. Wir müssen kurz wissen, wir haben gestern schon versucht, die Folge aufzunehmen, aber es hat nicht funktioniert, weil mein Laptop einen Schlaganfall gehabt hat. Darum erzähle ich es jetzt nochmal. Ich habe mir den Film zweimal fast hintereinander angeschaut, weil ich beim ersten Mal überhaupt nicht gewusst, was soll ich jetzt von der ganzen Gaudi halten. Und beim zweiten Mal schauen wird's dann ein wenig, ja, ein bisschen verstehen ein bisschen mehr, was sie eigentlich wollten. Sie wollten ja weg vom ersten Teil, dieses reine Action-Geballer, und haben sich da viel mehr auf Figuren und Charakterprobleme, sage ich jetzt mal, konzentriert, mit dem, dass Wonder Woman muss ihre wahre Selbstlosigkeit finden, der andere Typ muss sein Gier überwinden und so weiter. So ist die Geschichte dann schon ein wenig tiefer, sage ich mal, als die vom ersten Teil, wo es aber jetzt nicht heißt, dass es unbedingt unterhaltender ist in dem Fall, weil für mich hat der erste Teil wesentlich besser gefallen. Der zweite kann zwar gefallen, aber für das wieder verzeiht, ist er mir dann einfach auch sauber zu lang gewesen mit seinen, ich glaube sogar ein bisschen über 2,5 Stunden, wo sie dann fast rein auf den inneren Schweinehund, wie man so schön sagt, geht. Das war mir ein bisschen zu lang in der Sache. Dafür ist die Handlung ja einfach zu easy. Also ja. Das, was ich vorhin erzählt habe, passiert halt in dem ersten Viertel vom Film oder so. Und um das dreht sich's halt dann. Und irgendwie, es ist halt nichts Originelles, also weil, sagen wir mal, ich glaube, aus jeder Superhelden-Miniserie oder Zeichentrickserie kennt man ja so einen Scheiß. Also, sorry, irgendwie anders kann ich es jetzt gerade auch nicht ausdrücken, weil wenn man dann gemerkt hat, okay, und um das soll es jetzt gehen, also es geht wirklich um diesen Wunschstein, 2,5 Stunden, da hätte ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen mehr erwartet von einem, ich möchte gar nicht wissen, wie viel Millionen der Film kostet hat, Film. Zu viel. Ja, wie gesagt, ich sag's in dem Fall, ich sag's jetzt nicht so, dass es rein um den Story geht, sondern es geht rein für mich geht's da mehr um das, wie Diana ihren Charakter auch noch zu dem Superheldencharakter formt. Indem sie eben dann, und jetzt wieder mal kurze Spoilerwarnung, ab jetzt werden wir über unglaublich systemrelevante, elementare Elemente des Films sprechen. Es geht ja auch darum, dass sie ihre Selbstlosigkeit darstellt und dann auch ihren Wunsch widerruft. Also entweder geht die Welt unter oder die Zivilisation oder alle widerrufen ihren Wunsch. Das ist dann so die Quintessenz von dem Ding, und sie muss halt durch das, dass sie unbedacht gewünscht hat, sie hat noch nicht gewusst, dass der Wunschstein wirklich Wünsche erfüllt, hat sie sich aber gewünscht, dass der Steve Trevor wiederkommt, und ja, wieder Dave Mech ist auf einmal wieder da und stellt sich dann irgendwann raus, fuck, wir können das nur schaffen, wenn wir alle dazu bringen, dass sie eine Wünsche widerrufen, und das ist dann bis dahin ihr härteste Prüfung, dass sie sagt sie immer wieder, das ist das Einzige, was sie sich jemals gewünscht hat, das Einzige, was sie auf der Welt möchte, ist er, mehr möchte sie gar nicht, und sie muss da eben dann die Selbstlosigkeit und den Charakter aufbringen, dass sie sagt, sie verzichtet drauf und widerruft auch ihren Wunsch. Das ist für mich mehr der zentrale Handlungsstrang gewesen, die Entwicklung von der Diana, dass sie sich da wirklich, also damit hat sie dann für mich die Superhelden-Transformation in Anführungszeichen komplett abgeschlossen gehabt, weil es auch ihren Charakter dementsprechend gefestigt hat. Ja, es ist lang, das, wie du schon sagst, auch, das ist eigentlich, das kann man kürzer erzählen. Der Film hätte gerade, ich sag mal, auf 1,5 Stunden, war der kurz und prägnant gewesen, und dann war das fertig, dann war das auch vielleicht wesentlich zackiger erzählt gewesen und unterhaltender. Weil zum Beispiel der Mittelteil, im Mittelteil hat er von mir einen kompletten Durchhänger gehabt. Das war ziemlich fad. Ja, wobei ich nicht wüsste, was du großartig kürzen möchtest. Also für die ganze Ägyptenreise außer. Ja, das Ägypten-Zeig, aber ganz im Ernst, ich dachte wahrscheinlich ja einfach einen der beiden bösen Charakter streichen. Ja. Du kannst dich weder auf die Barbara richtig konzentrieren und darauf einlassen, nur auf den Maxwell Lord. Und keine Ahnung, es ist, ich verstehe, was du meinst, und höchstwahrscheinlich hast du recht, und es geht halt mehr um diese Charakterentwicklung oder Wonder Woman Entwicklung, weil sagen wir mal, man sieht in dem Film ja auch, wie sie dann diese Fähigkeit entwickelt oder ausbaut, Sachen unsichtbar zu machen, und sie lernt dann auch fliegen.
Das ist Flowing, ja was alles ist das? Flowing. Flowing. Das sind wir in Bayern. Das ist alles sehr wichtig, dass ich jetzt gelernt habe, dass sie im 1984 beide Fähigkeiten ausgebaut hat und nur mit der Hilfe von ihrem Lover. Und dafür, weiß ich nicht, was eigentlich auch nicht so, dass man oft genug die Wonder Woman gesehen hätte, dass sie da wirklich eine Transformation durchmacht. Es ist halt aufs Mindeste irgendwie bei allen 3 Charakteren reduziert. Und trotzdem dauert's 2,5 Stunden. Ja, das stimmt schon. Also irgendwie, er geht zwar schon von der Entwicklung her tief, aber er zeigt's gerade so oberflächlich. Ja. Das ist irgendwie ist mir so vorgekommen, als wäre es nichts halber, so nichts ganz, die ganze Gaudi da. Allein schon diese Freundschaft Ausbau-Kacke zwischen ihr und der Barbara, das war ja 5 Minuten. Also, Ja, und nicht einmal haben sie Schere gemacht. Was soll denn der Scheiß? wie Ja, bei voll jeder geil. anderen normalen Freundschaft, gell? Ja, immer. Frauenfreundschaften gehen einher, die gehen Hand in Hand mit Scheren, regelmäßigen Scheren-Actions. Das weiß jeder. Wer hat dir das erzählt? Das weiß man. Das ist Allgemeinwissen, Das ist Allgemeinbildung. Also wenn man das nicht weiß, dass beste Freundinnen heißt da im Englischen ja nicht umsonst Sister Sisters. Okay. Gehen, was lernt. Die Regisseurin ist ja die gleiche vom ersten Teil. Sieh. Wenn du jetzt beide Teile miteinander vergleichst, also ich habe ja vorhin schon gesagt, ich finde den ersten um einiges besser. Wie siehst du das? Ja, mir geht's genauso, dass der erste wesentlich besser ist jetzt. Aber beim zweiten, ich hätte erwartet, aufgrund von seinem Setting mit dem 84, dass viel mehr die 80er-Welle geritten wird. Aber das dann auch gar nicht so stark. Das hätte ich zum Beispiel noch gefeiert, wenn es noch ein bisschen stärker gekommen war, allein von der Musik her und so. Da hast du aber irgendwie überhaupt nicht so richtig das 80er-Feeling gekriegt, wie so banale Sachen schon wie ich kann nicht mehr schmerzen. Stranger Things mittlerweile geschafft haben. Das ist auch komplett abgegangen, weiß nicht. Hätte ich mir mehr gewünscht. Was mir auch aufgefallen ist, oder zumindest so vorgekommen ist, dass die Effekte irgendwie voll runtergeschraubt worden sind. Die waren teilweise so hässlich, dass ich gemeint habe, da hat schon wieder einer mit der Playstation programmiert, mit der ersten. Ich weiß nicht, ist das auffallend? Das war am Anfang schon mal, wenn sie die erste Tante da, wenn sie da nur bei dem Wettkampf sind, wenn sie die dann mit dem Lasso umeinander schwingt, das schaut so steif und komisch aus. Und auch wenn sie dann einmal da eben bei dem Ägypten-Part die Vierte schwingt und die Kinder schnappt, das schaut einfach auch so, das schaut alles so steif und unecht teilweise aus. Da haben wir gedacht, also bei dem Einspielergebnis vom zweiten Teil hätte ich eigentlich schon gemeint, dass mehr Budget zur Verfügung gestellt wird für ordentliche Effekte. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Andererseits, wenn du das auch mit der Handlung vergleichst, von mir aus machen sie halt dann auch die Effekte weniger gut. Also die Handlung ist echt scheiße. Also ja, anders kann man es eigentlich gar nicht sagen. Das ist im Trailer nicht so rübergekommen. Es ist, weiß ich gar nicht, ob das vorher schon so richtig bekannt war. Man hat sich halt natürlich gefragt, wie kann das sein, dass der eine, der am Ende vom ersten Teil stirbt, jetzt wieder da ist? Du siehst dir dann auch diese Insel, wo sie herkommt, im Trailer und denkst dann auch, okay, kommt die da wieder zurück? War krass und was passiert denn da wohl? Und dabei ist es einfach nur der Anfang vom Film, wo man sieht, wie sie als junges Mädel bei so einem Wettkampf mitmacht, wo ich übrigens auch nicht so richtig verstanden habe, für was die den Teil überhaupt mit reingenommen haben in den Film. Wenn es den weglassen hättest, dann hättest du das gleiche Ergebnis gehabt. Ja, ich glaube, wenn du vergleichst mit dem, was am Ende passiert, da glaube ich geht's darum, dass die lernen soll, nicht den einfachen Weg zum nehmen. Einfach ganz, ganz simpel ausgesprochen. Weil sie nimmt doch da die Abkürzung und dann heißt, na, da gewinnst du jetzt nicht, weil du hast die Abkürzung nochmal drin, das funktioniert überhaupt nicht. Und ich glaube, da geht's einfach darum, dass sie lernen soll, dass es nicht immer einfach ist, dass man es siegt, sondern Spaß sein muss und kann. Ja, vom Gesamtergebnis bin ich enttäuscht. Die erste Viertelstunde, das erste Viertel fand ich nur einigermaßen gut, weil du denkst halt dann, okay, mit dem Stein ist es zwar abdraht, aber hat ja eventuell dann Potenzial, wenn der Film nur so lang geht. Und gerade am Anfang musst du es ja einführen mit 1984, da sagen sie ja schon viel 80er-Elemente. Aber du hast recht und das ist mir vorher gar nicht so aufgefallen. Nur in dem Kaufhaus. Ja, in dem Kaufhaus und halt davor mit der Straße und so und wenn du jetzt siehst, wie die alle dann trainieren. Genau, und dann war es aber schon langsam. Also vom Style haben sie es sehr gut getroffen, weil du hast absolut recht und das ist mir gar nicht so aufgefallen. Musiktechnisch haben sie ja voll versagt.
Und gerade die 80er haben ja so scheiß viel Potenzial. Ja, das fand ich auch ziemlich schade, dass da nicht mehr daraus gemacht haben mit der Musik, weil die 80er Musik funktioniert immer, egal wann, in jeder Lebenslage funktioniert 80er Musik. Ja. Und dann mache ich einen Film, der in die 80er gespielt wird und dann nutze ich diese Möglichkeit nicht, dass ich geile 80er Sounds einbaue. Setzen 6. Ja. Oder irgendwelche Cameos oder so, wo du dann sagst, cool, schau hier, weiß ich nicht, irgendeine Band oder irgendein Schauspieler aus die 80er. Ich meine, die haben ja jetzt mittlerweile schon die Technik so gut drin, dass diese Verjüngung super ausschaut. Mhm. Das hat ja Marvel auch bewiesen beim Samuel L. Jackson, wie heißt der? Captain Marvel, oder? Bei Captain Marvel, genau. Ich meine, das hat ja richtig genial ausgeschaut. Aber irgendwie, weiß ich nicht, es ist leider so, das DC-Universum schafft's einfach nicht. Das schafft diesen blöden Sprung nicht, dass du sagst, okay, da kann ich mir auch jeden Film einpfeifen und bin danach total zufrieden. Ja, die haben immer, ich glaube, das liegt an der Führungsriege bei Warner Brothers. Da hörst du immer wieder, dass die so reinpfuschen. Wie es jetzt bei Wonder Woman ist, weiß ich nicht, ob es da hat man natürlich noch nichts gehört. Das wird erst später kommen, wenn es irgendwas gegeben hat. Aber es war ja immer wieder, ich glaube bei Justice League hat es ja dann auch geheißen, dass die da so viele Änderungen wollten, dass er eben dann am Ende wie so ein verkrüppeltes Kind dahergekommen ist, der Film, wo hinten und vorne irgendwie nicht wirklich irgendwas zusammenpasst. Wenn sie halt einfach vielleicht damit daraus lernen daten, sie lesen sich ja an die Kritiken überall und teilweise eben auch an die Ergebnisse, weil zum Beispiel der Batman vs. Superman, der hat zwar, ich glaube, gerade noch das Plus geschafft, aber so ein Film, der müsste eigentlich so eskalieren, dass die so viel Geld haben, dass ein Geld einen Bunker bauen könnten wie der Dagobert Duck und was machen's. Aber irgendwie durch das, wie sie es einfach die ganze Zeit betreiben, hat er nicht so viel Leid eingezogen, wie es gar nicht. Ein Geldbunker? Ja, völlig. Ein Geldspeicher? Ja, Bunker. Ein Bunker geht nach unten. Der ist nämlich auch gleich atomfest. Ich glaube, du hast ein anderes Entenhaus im Kopf wie ich, hä? Geprägt durch die 40er Jahre, ja. Ja, eben. was mich aber auch, wenn wir auf Wonder Woman zurück, was mich auch ziemlich stört, ist, dass man von der Kristen Wiig, die Barbara Minerva spielt, die ja dann zur Cheetah wird, so wenig sagt, weil Cheetah ist eigentlich eine von den Erzfeinde von der Wonder Woman und was haben die Screentime am Ende? Ein Kampf von 2,5 Minuten, was eigentlich ganz lustig ist, wo es im Springer am Knack packt, wie so ein kleines Hirskatzel das Kleider wirfst. Aber das war's dann, wo ich denke, hallo, was ist mit euch? Das ist ein ganz ikonischer Gegner in die Comics, das ist ziemlich krass wie unterwegs und dann, hau ich 5-mal auf die Schnauze und Thema ist, er kriegt einen Stromschlag und dann ist das Thema erledigt mit der und dann gehe ich wieder rein und lass sie draußen liegen. Ich weiß nicht, den Charakter, oder den Bösewicht, den haben's so billig verheizt, das hat mich richtig genervt. Wobei ich noch ein bisschen Hoffnung habe, dass die wiederkommt, weil am Ende widerrufen ja dann so gut wie alle ihre Wünsche, aber sie hörst du nicht, wie sie ihren Wunsch widerruft. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Sie hat zwar dann die Optik nimmer, aber das kann man ja sicherlich irgendwie anders erklären. Also ich hoffe stark, weil Wonder Woman 3 ist ja in der Planung und ich hoffe stark, dass es dann mehr Cheetah-Action gibt und sie da mal ordentlich auftrat. Aber dann die hat auch so komisch ausgeschaut, als hätte es irgendwie eine kreislige Animation drüber laufen lassen. Das hat auch nicht passt. Also ich weiß nicht, was die damit, anscheinend haben die mit meinem Laptop die Effekte gemacht, weil anders kann ich es nicht erklären, das hat alles so komisch ausgeschaut. Der geht halt wieder nicht gescheit, der ist im Hintergrund wieder irgendwas, ja, weiß schon, mach einfach. Das kriegt zuerst Sky, bei denen merkt man das nicht. Alles wurscht, die haben von Haus aus so eine schlechte Bildqualität, da kannst du es schon raushauen. Das schwingt halt natürlich auch noch mit. Also wahrscheinlich, wenn man Wonder Woman 84 auf einen Schwung im Kino hätte anschauen können, dann wäre vielleicht diese negative Kritik gerade ein bisschen abgeflachter. Aber dazu kommt natürlich auch noch Sky, war leck, hey, bitte, das kann ja gar nicht sein. Ihr verlangt so viel Geld für so ein scheiß Abo. Kauft's euch doch bitte dann einmal gescheite Cloud-Systeme oder was weiß ich. Das ist so grottig. Wahnsinn. Und ich hab's mir jetzt, also du hast die Erfahrung gemacht, dann hat man mit einem Kumpel als erstes angeschaut und der hat ein kleines Heimkino eigentlich mit fetter Leinwand, da gehen Grüße aus, der Matter ist geil auf. Fette Leinwand und Beamer und was weiß ich, also da bist du schon fast im Kino. Und dann meinst du, dass da irgendeine Folie vom Beamer hingehängt hat, so drüber war das Beitel die ganze Zeit. Und dann habe ich mir jetzt eben auch daheim nochmal angeschaut, wieder die gleiche Scheiße. Was ist mit euch? Weiß ich nicht, verstehe ich nicht.
Warum könnt ihr nichts gescheit machen, Sky? Warum ist immer mit euch Ärger? Das habe ich ja auch bei Hausen schon gesagt, da habe ich das tierisch aufgeregt, dass ich, wenn ich mal die Folge dann irgendwann später nochmal anschauen will, eine Viertelstunde früher anfangen. Ja, ganz kurz fix. Ich verstehe es, wenn man vielleicht 1 Minute oder 2 Minuten für spielt, aber eine Viertelstunde? Ja, da ist ständig was. Also bei mir ist es auch ganz oft, wenn ich eine Serie Folge in der Mitte aufhöre und möchte später weiterschauen, dass ich mir einfach aufs Ende gibt und auf die nächste Folge weiterleiten möchte. Also, warum Sky? Lass mich doch endlich in Ruhe, in Gottes Namen. Ich möchte einfach da weiterschauen, wo ich aufgehört habe. Bist du jetzt behindert für alles, du Scheißhaus? Ja. Da kann ich mich so viel aufregen. Die sind echt, also, die wenn nicht die HBO-exklusiven Sachen hätten, dann war das, die App war schon so lange so weit fort von mir, dass du sagst, Geleck ist die weit fort von mir. Ja. Kotzt mich an. Gut, so viel zu Sky. Sky, wenn Sie eine Partnerschaft mit uns wollt, nein, danke. Nein, weil da kriegt dann unsere Tonqualität wahrscheinlich schlechter, wenn wir mit euch unterschreiben. Also haben Sie das Kleingedruckte nicht gelesen? Sobald Sie bei uns unterschreiben, haben Sie keine gescheite Qualität mehr. Das ist halt einfach so. Nur bei der Werbung. Die funktioniert immer super. Genau, da ist dann einwandfrei. Was ich jetzt, weil du gerade sagst, weg von Sky, hören wir jetzt auf mit dem Bashen, das heben wir uns vielleicht für ein paar Leck auf. Was ich auf alle Fälle noch positiv einmal herausheben möchte, ist aber der Pedro Pascal als Maxwell Lord. Ich fand den so geil, der hat so geil gespielt, dass man dachte sogar, er ist ja kein Superheld und nix, er kann nicht, und der ist nicht voll stark, sondern er bleibt ja trotzdem ein Mensch, auch wenn er die Fähigkeit hat, dass er dann Wünsche erfüllt. Aber der spielt das so geil, das war für mich dann immer ein Highlight, wenn er gekommen ist, auch wenn er jetzt, dadurch kein extremer Bosskampf oder so entstanden ist, wo es ja dann auch nicht funktioniert, weil wie soll ich sie mit einem Menschen, die gibt ihm auch eine Korode und dann schläft er eine Stunde. Das war halt dann auch mehr auf verbaler Ebene der Bosskampf. Aber er selber, jedes Mal, wenn der gekommen ist, habe ich ein Grinsen im Gesicht gehabt, weil er so geil aufgespielt hat, der geile After. Der war richtig gut. Das war für mich das Highlight von dem Film. Ja. Aber sein Charakter und die Handlung drumherum, das hat leider schon viel vermiest. Also da hat mir auch die Figur gefallen, so als der Versager-Geschäftsmann, der sich auf 3 bringt, der dann aber eben der Macht lecken kann und alle mehr mich natürlich. Das war für mich allgemein so die Figur und auch vom Schauspiel her, das, was mich am Wonder Woman da richtig bei der Stange noch halten hat, Kinder im Vergleich zu den anderen Sachen, weil, wie gesagt, die Cheater-Tante dann, die so viel Potenzial hatte, die verschwindet einfach. Gut, das Spiel zwischen der Gal Gadot und Chris Pine ist, die zwei finde ich sind ein geiles Leinwandpärchen, das hat im ersten Teil schon super funktioniert und funktioniert diesmal auch wieder richtig gut. Aber er war für mich das Highlight. Also, aber ich mag, der hat sowieso einen Stollenbredel, seitdem ich ihn das erste Mal gesehen habe. Über ihn kann ich jetzt noch nicht so viel sagen, das muss ich mir leider fürs Fazit aufheben. Also, so geht's für beide Sachen, positiv als auch negativ. Jetzt los, ne? Und das ist aber fast schon wieder traurig, weil das heißt, die Wonder Woman selber geht für mich einfach, weiß ich nicht, unter in dem Film. Oder was ist unter? Es ist so banal und so langweilig teilweise, dass ich mir denke, nee. Ja, die zwei sind echt ein gutes Paar, aber also der Chris Pine und die Gal Gadot, was die wirklich so, sagt man das so? Gadot? Ich glaube schon. Ich meine zumindest, dass ich mich erinnert, dass ich mal irgendwo so gehört zu haben. Aber Gadot war doch viel cooler. Sag's einfach selbstbewusst, dann glauben sie uns die Leute. Okay, also die Diana Prince und der Steve Trevor sind wirklich ein gutes Pärchen. Aber ja, dadurch, dass wir es vorhin schon gesagt haben, du gehst gar nicht so tief auf die Charaktere ein, als dass du da halt dann eine Transformation miterlebst oder so. Reduziert sie es immer auf so ganz spezielle Schlüsselszenen und das, naja. Aber beim Steve Trevor, auf das sollten wir vielleicht nur ganz kurz eingehen, weil da gibt's ja so eine kleine, ja, wie soll ich sagen, Kontroverse über den Film. Ich weiß nicht, das hast du bestimmt auch schon gelesen. Der Steve Trevor wird ja wieder zurückgewünscht. Aber er wird nicht einfach wieder von den Toten wiederbelebt in seinem eigenen Körper, sondern sei Geist mehr oder weniger oder sei Seele übernimmt einen anderen Körper. Und nur die Diana Prince sieht ihn dann praktisch so, wie er früher war. Er übernimmt praktisch einen lebenden anderen Menschen, ohne dass der da natürlich zugestimmt hat. Sie haben dann einmal Sex. Also das heißt, sie hat praktisch jemanden gegen seinen Willen vergewaltigt. Krass, oder? Da möchte ich kurz mal einhaken. Kein Mensch darf Nein sagen bei dir.
Also das ist schon mal völliger Schwachsinn, dass das gegen seinen Willen gewesen war. Weil auch wenn er es nicht mitgekriegt hat und er darf es dann nachher erfahren, dann darf er sagen, ja, passt. Okay. Genau, der hat sagen, ohne Scheiß jetzt halt, High Five. Ja, das habe ich mir nämlich, das gehört vielleicht dann irgendwie mit zu dem, dass dass ihr das auch bewusst sein muss, als sie sich ja dann entscheidet, dass sie den Wunsch wieder revidieren muss, dass ja eigentlich durch ihren Wunsch ein Unschuldiger aus seinem Leben jetzt mehr oder weniger Christen ist. Das kann da noch mit einspielen. Aber auf das wird gar nicht richtig eingegangen. Also nein, das muss man sich ein bisschen, das muss man sich wenn dann selber irgendwie zusammenreimen, dass das vielleicht damit einspielen kann. Aber es wird nicht darauf eingegangen, dass sie ja da eigentlich einen Körper übernommen haben von einem nichtsahnenden, einen Unschuldigen und den dann zur Unzucht genötigt haben. Ja. Die Unzucht mit der Wonder Woman. Also sagen wir mal, das kann man schon sagen, sie ist mit Abstand die hübscheste Superheldin in dem DC-Universum. Da ist nur eine momentan. Ja, Ding ist auch noch mit drin. Jawohl, Harley Quinn ist keine Superheldin, gell? Na, das ist eine Beseheldin. Ja, dann ist es keine große Aber Kunst. Margot Robbie ist schon auch, hey. Die ist schon... Ja. Jetzt hör mir auf, wenn wir wieder in Sexismus-Schiene einfangen. Ja, hey, wir wollen ja ein bisschen was heißt denn Sexismus? Entschuldigung, das ist eine bildhübsche Frau, das kann man ja wohl sagen. Ja, du reduzierst es wieder nur auf ihre Brüste. Klassischer Corby, wie immer, wenn wir aufnehmen. Ja, immer. Ich sage mal jetzt, der Henry Cavill ist auch voll sexy, damit wir nicht gerade über Frauen reden, wie geil das sind. Wer ist das? Der Superman, was ist mit dir? Ja, sorry, keine Ahnung, wie die was. Okay. Keine Ahnung, dass ich Schauspieler kenne. Das kenne ich überhaupt nicht zu meinem Job, wenn ich über Filme rede. Ja, da muss ich dazu sagen, das DC-Universum hat es einfach bei mir nicht so geschafft wie das Marvel-Universum. Beim Marvel-Universum weiß ich, wenn ich mir einen Marvel-Film anschaue, bin ich unterhalten. Und dann sind die schlechten Marvel-Filme auch trotzdem geil. Weil ich halt dann weiß, wenn ich mir das anschaue, dann habe ich einen guten Abend oder eine gute Zeit. Bei DC ist es halt meistens so, dass ich mir da denke, so, wie lange geht das noch? Was? Erst bei der Hälfte? Oh Gott. Na, wobei, das war jetzt, also für mich war das jetzt halt erst bei 2 Filmen so. Das ist der Suicide Squad und jetzt der Wonder Woman. Gut, Justice League ist ein zweischneidiges Schwert für mich. Ich hab zwar damit Spaß gehabt irgendwo, aber wenn man die ganze Zeit im Hinterkopf hat, das ist nicht das, was er sein kann, dann bin ich lästig gewesen. Aber ansonsten, Man of Steel fand ich mega geil. Batman vs. Superman gefällt mir auch voll. Der erste Wonder Woman ist stark gewesen. Der Aquaman war super. Und was haben wir da noch? Suicide Squad haben wir schon gesagt. Birds of Prey ist total stupide, aber lustig. Da habe ich viel lachen müssen. Seid zwar jetzt nicht unbedingt als guter Film, aber er kann halt er unterhält halt. Er hat ein bisschen so Deadpool-Niveau, total bescheuert und dämlich und das finde ich eigentlich ganz lustig. Aber ansonsten, so die richtigen Durchhänger waren nicht, also Suicide Squad war halt für mich eine totale Vollgurken. Und Wonder Woman 84, aber jetzt halt nicht als totale Vollgurken, sondern er funktioniert halt einfach auf einen anderen, der arbeitet einfach ganz anders und das ist jetzt nichts, das mir irgendwie taugt in der Art von Film oder in dem Art von Kosmos, wo er spielen soll, im Heldenkosmos. Da funktioniert das für mich nicht so, dass es fast nur auf diese Entwicklung reduziert ist und das aber dann auch so in die Länge gestreckt wird, dass du halt einfach Strecken drinnen hast, wo du immer wieder sagst, komm jetzt, hau was kaputt. Also es hat halt bei mir diese Reihe noch nicht geschafft, dass ich mir sage, boah, und jeder Film, der da rauskommt, muss ich mal anschauen. Das ist halt noch nicht der Fall. Ach, das ist bei mir sowieso allgemein, weil fast alle Filme so, dass ich sage, die muss ich anschauen. Ja. Hashtag Suchtel. Gut. Mir fällt so eigentlich fast nichts mehr ein. Vielleicht nur ein Teil. Ich habe es vorhin ja auch schon mal erwähnt. Am Anfang vom Film sieht man so eine Rückblende, wo sie nur ein Kind ist und bei so einem Wettbewerb mitmacht. Da war ich dann echt ein bisschen enttäuscht, dass das gleich am Anfang vom Film komplett verheizt wird, mehr oder weniger, weil diese Amazoneninsel finde ich schon cool. Themyscira für die Leute, dass das wisst, wie es heißt. Gesundheit, ja. Und da war ich echt enttäuscht, dass da eigentlich gar keine Verbindung dann mehr innerhalb vom Hauptfilm dazu kommt. Und ja, ich habe ja den Zusammenhang dann irgendwann auch vergessen oder dann eigentlich überhaupt nicht hergestellt. Wo ich mir dann echt gefragt habe, für was habe ich jetzt am Anfang, weiß ich nicht, 15 Minuten lang diesen Wettbewerb gesehen? Was möchte mir die gute Frau Patty Jenkins sagen? Aber das habt ihr jetzt nicht gesagt.
Ja, danke. Ja, dafür bin ich da. Du kannst mir auch jederzeit schreiben, wenn du Filme nicht kapierst, wie so oft. Dann reden wir irgendwann einmal. Ich schau mir gerade eine Komödie an und verstehe nicht, warum die immer alle lachen. Schreib mir das bitte mal, erklär mir das einmal. Ja, ist ja gut. Allzeitbereit, Corby, allzeitbereit für dich. Ja. Dann hast du noch was? Weil ansonsten darfst du anfangen mit, was hat dir gefallen und was hat dir nicht gefallen. Warum muss ich immer anfangen? Aber gut, dann mache ich es halt. Was hat mir gefallen, was ich ziemlich cool fand, sind zwei Sachen, oder beziehungsweise waren es eher drei, aber ich habe den Pedro Pascal vorher schon erwähnt, damit ich meine Highlights dann nicht zu voll packe. Dann das Zusammenspiel von der Diana und vom Steve finde ich grandios. Das ist wirklich ein super Casting, weil das so ein gut harmonierendes Leinwandpärchen ist. Das macht Spaß zum Zuschauen. Und was ich sehr cool fand, ist dann in der Mid-Credit-Scene, nenne ich es jetzt einfach, wo es eigentlich ziemlich schnell nach die ersten 2 Zeilen Abspann schon kommt, ein kleines Cameo, und zwar von der Wonder Woman, die damals die Serie von 75 bis 79 gespielt hat. Die Linda Carter taucht da nochmal auf. Die spielt dann die Asteria, die wird in der Mitte ja schon mal erwähnt, die als erstes diese coole goldene Rüstung getragen hat. Und die kommt dann da auch noch mal kurz vor. Das fand ich ein cooles kleines Easter Egg. Ich weiß nicht, ob die dann im dritten Teil auch noch eine größere Rolle kriegt. Ich kann es mir fast vorstellen. Aber cool, dass sie da die Wonder Woman aus der 70er-Serie hergenommen haben. Und was mir nicht gefällt, ist eben die Länge von dem Film. Das ist einfach viel zu lang. Das ist zu viel Geplänkel um nichts. So viele Sachen, die man weglassen hätte können, und das alles dann einfach, wenn man schon sich so von der Action in Anführungszeichen distanziert und mehr auf Figurenentwicklung hingeht, das ist ja völlig in Ordnung und legitim, aber dann soll jetzt ein bisschen knackiger oder zumindest nicht so oberflächlich gemacht werden, sondern halt dann doch viel tiefer geht. Das ist nicht richtig gemacht worden, finde ich. Das hält mich nicht bei der Stange. Und die Effekte einfach, ich weiß nicht, was mit den Effekten los ist. Das ist wie mit dem Taschenrechner programmiert. Aufhören, macht das einmal gescheit. Das halt, was weiß ich, ein bisschen Headhunting, 2 Leute von den Marvel-Studios, die Effekte sauber machen, und dann schaut es doch einmal schön aus bei euch. Corby, fang du Spence noch. Bei mir geht's eigentlich sowohl positiv als auch negativ um den Pedro Pascal. Negativ, wir haben ja vorhin schon eigentlich fast genug geschimpft. Das ist praktisch dann auch das, wo ich es in meiner Letterboxd-Rezession auf das reduziert habe. Ich kann mich nicht so richtig damit anfreunden, dass er überhaupt keinen Bart hat. Das habe ich auch gesagt, als ich mit dem Kumpel angeschaut habe. Der schaut so komisch aus ohne Bart, das soll ja aufhören. Ja, schon. Aber du hast schon recht, er macht echt einen guten Job. Schauspielerisch ist er super, und ich hoffe, man sieht ihn in Zukunft noch öfter. Ich glaube, das wird auch so kommen. Aber ich bin den halt einfach von Mandalorian, von Game of Thrones, von Narcos so gewohnt, dass ich ihn halt immer nur mit Bart sehe, und wenn er dann auf einmal keinen Oberlippenbart hat, dann what the fuck? Ja. Oh Gott. Geh weg, nimm es weg, meine Augen. Ja, aber das ist ja ganz normal, weil wenn du irgendeinen Kumpel hast, den du immer nur mit Bart kennst, auf einmal kommt der ohne Bart, dann ja, denkst du, ach du Scheiße, ich kann ich gar nicht mehr richtig anschauen. Nein, das geht überhaupt nicht. Die ganze Bartwegradiererei, die gehört sowieso verboten, weil das ein Witz ist. Ein Mo braucht einen Bart. Weil es hat ja der Abraham Lincoln schon gesagt, es gibt eine Bezeichnung für Männer ohne Bart, und die lautet Frau. Okay, genau, das hat er gesagt. Ja, genau, das weiß ich noch. Kurz bevor er vor einem Bartlosen erschossen worden ist. Okay, gut. Und positiv, es gibt am Ende von dem Film eine Szene, wo sich der Maxwell Lord mit seinem Sohn irgendwie wieder vereint. Also er hat einen kleinen Bub, und den lässt er halt oft den Stich, und für den möchte er halt auch der große Held sein, und der schafft es nicht, weil er eigentlich ein Loser ist. Und da gibt's halt dann eine herzzerreißende Szene am Ende, das bei mir auch wirklich gut angekommen ist. Also das war für mich so die Szene, wo ich am meisten Gefühle ausgeschüttet habe während diesem Film, und der Rest war halt eher belanglos. Ja, die Szene die hat mir auch gefallen, das stimmt. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es mittlerweile einfach im Alter, dass man dann da so mitfühlt. Also ich denke, oh Gott, der arme Bub. Nein, und das wollen doch Filme machen, die wollen uns ja emotional berühren. Und ich finde nichts schlimmer als Leute, die sich hier hocken und dumm sind, oder meinen, sie müssen einen coolen spielen und es nicht zusammenbringen, dass sie sagen, ein Film hat bei mir eine gewisse emotionale Reaktion hervorgerufen. Da sag ich, ja, dann halt der Maul und schau da keinen Film mit an, wenn du meinst, du musst die ganze cool spielen und so spielen, sondern her halt dann lieber, was weiß ich, Underground-Rap über Vergewaltigungen an. Das ist dann vielleicht eher dein Milieu, du Kasperl, du Trauriger.
Also alles richtig gemacht, Corby. Danke. Gut, und dann kommen wir zum Triple Threat, oder? Triples Red Bam. Corby, gibt's Titten? Nein. Aber immer schön verpackt, das könnte man schon sagen, oder? Ja, sagt man dann entblößte Trompeten? Auch nicht, nein. Und haben wir tote Tiere? Ich glaube, wir haben mal kein einziges Mal irgendein Tier, oder? Ich glaube auch nicht, ne? Ja, gut, die Cheater halt. Aber dieser 50-50. Nein, wir haben kein Tier. Krass, oder? Wenn du sagst, in einem 2,5-stündigen Film gibt's keine einzige Szene mit einem Tier. Unglaublich. Was ist los mit dir, Patty Jenkins? Hast du Viecher? Offensichtlich. Ja, offensichtlich. Peter ist auf 180. Aber wie es du schon sagst, sobald der Film wieder ins Kino kommt, ist es auf jeden Fall einer, den man sich im Kino auch anschauen kann. Das auf alle Fälle. Obwohl wir so viel geschimpft haben. Sowohl die Gal Gadot und die Kristen Wiig sind beide ein Augenschmaus, kann man sich auf jeden Fall deswegen allein schon anschauen. Pedro Pascal. Vor allem in der Fitnessstudio-Szene mit der Kristen Wiig. Diese geilen Bodies, die so der Rock in den 80er. Warum haben sie heute noch mal beim Trainieren, in Gottes Namen? Das war der einzige Grund, warum ich ins Fitnessstudio gegangen bin, und zwar wegen dem Video Call on Me von damals, weil ich gemeint hab, die schauen alle so aus in die Fitnessstudios, und was hab ich? Ich hab nur irgendwie so fette, schwitzige Wammerl-Typen, die mir die ganze Ding was verzeihen. Hat's ab von mir, ich möchte die Body-Tanten singen. Stimmt sauer, bin ich. Ja, bist im falschen Fitnessstudio. Offensichtlich, aber nein, ja. Ich glaub, ich weiß nicht, ob es irgendwo in irgendwelchen Ländern vielleicht wieder modern werden, wo es halt dann, vielleicht müssen wir das einfach wieder modern machen. Ja, weißt du? das war jetzt auch gerade mein Gedanke. Unsere Gehirne verschmelzen bereits miteinander. Also, die werden wieder aufmachen, Fitnessstudios, dann geh in Body rein. Ja, genau, du musst den Anfang machen. Weißt? Das ist ja gefallen. Was ist los mit euch? Das ist modern. Ist voll Retro, Alter. Gut, dann sind wir durch, oder? Da ich auch sagen, also, wie du schon sagst, ich werde mir auf alle Fälle auch noch mal im Kino schauen, weil er hat auf alle Fälle unglaublich schöne Szenen fürs Kino. Ich sage allein, dieser Düsenjet-Flug, der, glaube ich, kommt auf einer Kinoleinwand richtig schön rüber. Und ja, es hat sich zwar jetzt halt ultimativ negativ angehört, denke ich mal, aber für mich ist es jetzt nicht per se ein schlechter Film, sondern er funktioniert einfach anders. Und es war einfach nicht das, was mich anspricht. Deswegen war er halt einfach nicht mein Film, aber ein schlechter Film ist er deswegen für mich nicht. Also schaut's euch auf alle Fälle an im Kino. Die Erwartungshaltung ist nicht erfüllt worden. Genau, ja, und durch uns habt ihr euch jetzt gehört, auf was ihr euch einstellen müsst. Also stellt euch nicht so saublöd und stellt euch richtig ein, und dann gefällt ihr euch wahrscheinlich auch noch. Dann, wie immer, ihr dürft fröhlich liken, abonnieren, teilen, YouTube abonnieren, Glocke drücken, Glocken drücken. Apple-Rezession schreiben. Genau, Steady-Abos abschließen, weil wir sind jetzt so richtig geil geworden. Ja, genau, richtig. Ja, jetzt macht die Kasse gerade noch Ching, Ching, Ching. Da gibt's jetzt dann auch die erste exklusive Folge, deswegen, über was würden wir da wohl reden? Es gibt nämlich ein komplett neues Format, extra nur für Steady. Also, zumindest bis jetzt. Ja, mal schauen, wie viele Leute sich das dann irgendwann mal holen, ob wir es weiterführen oder nicht, gell? Ja, schon. Also, aber das liegt an euch. Das liegt nicht an uns. Das habt ihr in der Hand, Leidels. Nur ihr. Kani, deine Schlussworte? Ja, steht da Star Wars und schnappt euch ein Lasso der Wahrheit und peitscht unsere Logos auf andere Leute Rücken. Aber halt nicht in echt wie immer, das sind keine Aufforderungen zu Gewalttaten. Gut, dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Nicht von Tibiskeria? Na. Okay. Ciao.